Gurke. Können wir nichts damit anfangen. Schaffen? Hallo? Ich habe voll keine Ahnung und da die indianischen Zeichen kann ich auch nicht lesen. Herzlich willkommen zurück. Mega cool, hast du wieder eingeschaltet. Ja, ihr seht, ich bin heute nicht mit der Noemi, sondern mit der Isa da. Und ihr habt Isa das letzte Mal kennenlernen, aber ihr kennt sie immer noch nicht so ganz. Und darum, Isa, hast du dich kurz vorstellen? Genau, meinen Namen kennt ihr ja. Ich bin Isabel, arbeite im Spital und mein Lieblingstier ist die Katze und meine Lieblingsfarbe ist blau. Ja. Genau, die wichtigsten Facts. Ihr wisst jetzt nur ein bisschen etwas über mich. Aber Gott, er weiß alles. Er hat die ganze Welt und alle Menschen gemacht. Er weiß auch, wie viele Schneeflocken letzte Woche vom Himmel gefallen sind. Und er weiß sogar, was wir Menschen denken und träumen. Gott weiß auch, was morgen kommt, was übermorgen kommt und auch das nächste Jahr. Er ist der Herr über den Himmel und die Erde. Er führt das sogar so, dass der Nebukadnezar, der mächtige König, das gemerkt hat. Ja, und wir werden ihn jetzt zusammen loben mit dem Lied Elohim, Gott ist der Schöpfer. Wir Menschen haben doch oft das Problem, dass wir Sachen vergessen. Wie war es eigentlich beim König Nebukadnezar? Ist er auch so vergesslich? Hat er echt schon wieder vergessen, was Gott für ihn da hat? Oder lebt er jetzt mit Gott? Für den Daniel und seine Freunde wäre sicher das Leben in diesem fremden Land einfacher, wenn der König Nebukadnezar sein Leben mit Gott führen würde.
So, ich wollte mal wissen, wie gross ich bin. Ich habe für das extra einen Meter mitgenommen, dass ich mich dann gut messen kann. Normal wäre es zwar einfacher, wenn man das zu zweiten machen würde, aber ich probiere es jetzt einfach. Oder dem sagt man Meter, oder eigentlich genau Doppelmeter. Doppelmeter, weil es eben ein doppelter Meter ist, also 2 mal 1 Meter. Also, natürlich ist der grösser als ich, weil ich bin ja nicht 2 Meter groß. Also ich habe jetzt den mal bei mir an. Wenn du siehst, gehen wir mal da gerade rüber. Wo kommen wir her? Ungefähr da. 1,76 Meter. Was? Habe ich sicher falsch gemessen. Ich müsste etwa 1,80 Meter sein. Genau, ja. Ungefähr da. He. So ein bisschen 1,80 Meter umeinander. Aber wir können jetzt ein bisschen grosszügig sagen, eigentlich bin ich etwa, ja, sagen wir, knapp 2 Meter groß. So knapp 2 Meter. Also, und jetzt gehen wir dahinter schauen, den Turm, den wir hier haben, wenn wir den Turm anschauen, dann ist der noch ein bisschen grösser. Und zwar der Turm, der ist etwa genau 30 Meter hoch. 30 Meter hoch. Das heisst, der ist 15 Mal grösser als ich. Also, wir müssen jetzt 15 Mal den Meter aufeinander stellen und dann wären wir bei dem Turm oben. Zuoberst oben. Ich kann dir jetzt schon verraten, wir gehen dann nachher noch rauf schauen. 30 Meter hoch. Aber wenn wir zurückgehen, in der Bibel, bei der Geschichte, wo wir sind, beim Nebukadnezar oder bei Daniel und seinen Freunden, dann hat nicht der Turm etwas mit ihm zu tun, aber die Höhe von 30 Meter. Und zwar hat der Nebukadnezar, jetzt musst du gut hören, was der für eine verrückte Idee hatte. Der hat nämlich wollen, er hat das befohlen, dass seine Bauarbeiter das machen sollen. Und zwar einen Turm oder ein Bild, eine Statue bauen, die genauso hoch ist wie der Turm da. Und jetzt aber nicht irgendein Turm oder irgendeine Statue, sondern eine Statue aus reinem Gold hätten sie bauen sollen. Das hat irgendein ein Bild geben, so ein Standbild, ein höchstes Bild, das sie angestellt haben, das der König befohlen hat. So ein hohes Bild, 3 Meter breit, der Turm ist jetzt ein bisschen mehr als 3 Meter unten, oben weiss ich es jetzt nicht, aber ein so hohes Bild haben sie müssen bauen. Nur, die Frage ist jetzt, also auf der einen Seite ist das etwas ganz Verrücktes, aus Gold einfach so ein Bild zu machen. Sie haben das auch müssen außerhalb der Stadt auf einer Fläche haben sie das gebaut oder angestellt. Nur die Frage ist jetzt, für was hat das der König machen? Was hat er denn überhaupt im Sinn? Was will er mit so einem goldigen grossen Bild? Der König hat weiter befohlen, seinen Dienern, und hat gesagt, geht sofort in die Städte von meinem Königreich und dann sagen allen Männern, die dort regieren, allen wichtigen Leuten, allen Beamten, sie sollen alle daherkommen auf die grosse Fläche zu dem riesigen goldigen Bild, zu dieser Statue. Das sollen alle herkommen. Wir möchten nämlich ein Einweihungsfest für die Statue feiern. Und da sind alle eingeladen. Also nicht nur eingeladen, sondern es müssen alle kommen. Das ist ein Befehl vom König Nebukadnezar. Aber die Leute, die haben sich vielleicht die einen sogar ein bisschen geehrt gefühlt, dass sie da kommen, dass sie da dabei sind. Und so sind all die Leute gekommen. Ein Haufen Leute sind da zusammengekommen, haben sich auf dieser Fläche versammelt vor dem Bild. Und dann ist der Sprecher vom König gekommen. Und er hat ihnen verkündet: Liebe Leute vom ganzen Königreich vom Nebukadnezar, das ist ein Befehl von unserem mächtigen König. Und zwar hat er einen Zeiger gehabt, neben ihm, da haben wir ein Orchester. Und das Orchester, das macht nachher dann Musik. Und in der Bibel lesen wir, wie das Orchester ein bisschen zusammengesetzt war, dass da ganz die verschiedensten Instrumente waren bei diesem Orchester. Und ich habe jetzt da gerade ein paar mitgenommen. Ein paar wenige Instrumente, muss ich sagen. Zum Beispiel das, kennst du sicher. Vielleicht spielst du es sogar selber, das Flöte. Ja, nicht schlecht, oder? Flöte, genau. Haben die einen gehabt, die anderen vielleicht irgendeine so eine Rassel etwas. Dann, was haben wir da? So ein Tambourinli, sagt man dem. Kann man erheben. So ein bisschen den Takt stehen, noch ein bisschen Chattern dabei. Was ich da auch noch gefunden habe, ist eine Trompete. Vielleicht haben sie so etwas auch noch gehabt. Probieren mal einen Ton rauszubringen.
Super, he? Genau. Und die, die dem Orchester dabei waren, haben noch viel mehr Instrumente gehabt. Und die haben das wahrscheinlich auch viel besser können als ich. Das hat richtig gut getönt. Ja, aber was ist jetzt mit dem Orchester, wenn das Orchester spielt? Der Sprecher vom König, der hat ihn weiter gerufen und den Leuten erklärt, was dann passiert. Wenn nämlich das Orchester spielt, dann müsst ihr alle vor dieser Statue auf die Knie fallen und das Bild anbeten. Das gibt es jetzt aber nicht. Ich meine, das mit dem Orchester, das klingt noch schön und ist noch, vielleicht noch ein bisschen lustig, oder? Aber das jetzt, das ist nicht mehr lustig. Da gibt es nichts mehr zu lachen. Was? So ein goldiges Bild anbeten? Und weißt du, was war das Problem? Unter diesen vielen wichtigen Leuten waren auch Daniel seine Freunde. Die 3 Freunde. Die Gott vom ganzen Herzen lieben. Und sie haben ganz genau gewusst, dass es Gott nicht will. Dass Gott nicht will, dass sie so ein Bild anbeten. Dass man etwas anderes oder jemand anderes anbetet als nur Gott. Weißt du noch, wie sie heissen, die 3 Freunde? Genau, der Hanania, der Michael und der Azaria. Und sie haben sich gesagt, nein, da werden wir nicht runterfallen. Das Bild werden wir nicht anbeten. Sie lieben Gott und wollen ihn wirklich nicht traurig machen. Nur das Problem war, das habe ich jetzt gar noch nicht gesagt, der König hat nämlich weiter befohlen, dass wer das nicht macht, wer das Bild nicht anbetet, der wird in Feuerofen, in glühend heissen Feuerofen geworfen. Nebendran hat es in dem Fall irgendwo noch so einen Ofen gehabt mit einem ganz heißen, richtig starken Feuer drin. Und der wird dort geworfen. Und das ist furchtbar. Das kann man fast nicht verstehen, so etwas. Und ja, ich kann mir vorstellen, wenn die Freunde von Daniel an den Feuerofen gedacht haben, dass sie Angst bekommen haben. Dass sie schon vielleicht überlegt haben, ja, was sollen wir wirklich nicht, weil da hinten werden wir sterben. Vielleicht haben sie ja still gebetet, dass Gott ihnen Kraft gibt und ihnen die Angst wegnimmt. Aber gehen wir nochmal zurück zum Nebukadnezar. Warum kommt er auf die Idee, so ein Bild zu machen, wo die Leute anbeten sollen? Kannst du dich erinnern, es ist noch nicht lange her, da hat der König selber zugegeben, dass der Gott von Daniel, oder wir können jetzt heute sagen, der Gott von der Bibel, der höchste Gott ist, der einzige wahre Gott ist. Wie kann er jetzt verlangen, dass so ein Götzenbild angebetet wird? Hat er tatsächlich das schon vergessen? Dass es Gott war, der Daniel und seine Freunde die Weisheit gegeben hat und Kraft gegeben hat, dort, wo sie neu an den Königshof gekommen sind. Weiss er nicht, dass Gott selber gesagt hat, dass man keine anderen Götter anbeten soll? Das steht übrigens schon in den 10 Geboten, wo wir ja ganz vorne im Mosebuch schon geschrieben haben, dass wir kein anderes Bild oder keinen anderen Gott anbeten als eben nur den lebendigen Gott selber. Ja, wahrscheinlich hat es dann Nebukadnezar tatsächlich vergessen oder er kennt den Gott schlicht und einfach zu wenig. Auf dieser grossen Fläche, vielleicht war es eine Wiese, ich weiß es nicht, ist es jetzt also ganz still geworden. Weil die Musiker, das Orchester, haben nämlich angefangen zu spielen. Und was ist passiert? Alle Leute sind sofort auf die Knie gefallen und haben angefangen, das Bild anzubeten. Ausser 3 Männer. Die haben da nicht mitgemacht. Die sind einfach stehen geblieben. 3 tapfere Männer. Wir wissen es, oder du weisst es, die 3 Freunde von Daniel. Obwohl sie gewusst haben, dass sie sterben werden, wenn sie das nicht machen, haben sie gesagt, wir wollen Gott treu bleiben. Wir wollen machen, was Gott gesagt hat. Sie lieben ihn fest. Ja, und einige Männer, so ein bisschen die verantwortlich waren, die haben das gesehen, dass die 3 Juden, die 3 Freunde von Daniel, eben nicht runtergeknüllt sind. Und sofort sind sie das dem König sagen. Sie haben gesagt, grosser König, du hast doch befohlen, dass wenn das Orchester spielt, dass alle auf die Knie gehen und das Bild anbeten müssen. Und wer das nicht macht, der wird in den Ofen geworfen. Der König hat geantwortet, ja klar, das habe ich so gesagt. Und die Männer, die haben dann weitergeredet, die haben dem König erklärt, weisst, es sind ja 3 Männer, der Sadrach, der Mesach und der Abednego. Das sind ja die neuen Namen von den 3 Freunden, die Namen von Babylon. Denen hast du eine hohe Stellung gegeben und die haben das nicht gemacht. Sie haben dir einfach nicht gefolgt. Sie sind nicht runtergefallen vor dieser Statue. Der König ist verrückt worden.
Was? Das gibt's doch nicht! Bringt die sofort hin! Und ja, vielleicht fast ein bisschen voll Schadenfreude sind sie geholt. Und haben sie vor den König gebracht. Der König hat sie ziemlich böse angeschaut und hat gesagt, habt ihr das eigentlich extra gemacht? Hört zu, meine Herren. Ich gebe euch jetzt nochmal eine Chance. Die Musik spielt nochmal und dann könnt ihr nochmal runterknündeln von dieser Statue. Wenn ihr das macht, ist alles gut. Drücke ich nochmal ein Auge zu. Wenn aber nicht, dann werdet ihr dort hinten in den Feuerofen geworfen. Aber die 3 Freunde die haben irgendwie nicht mehr so Angst gehabt. Weil sie haben dem König geantwortet, Nebukadnezar, unser Gott, der wir dienen, der kann uns sogar aus dem Ofen heraus retten, wenn er es möchte. Er hat die Macht. Aber auch wenn er es nicht macht, dann musst du wissen, oh König, dass wir niemals vor dem Bild werden runterknündeln und das Bild werden anbeten. Warum sind die Männer echt so mutig? Ich denke, Gott hat ihnen Kraft gegeben. Und in der Bibel gibt es einen Vers, der heißt: Der Herr ist mein Helfer. Ich muss mich nicht fürchten, ich muss keine Angst haben. Was kann mir ein Mensch tun? Ja, Gott ist stärker und mächtiger als alle. Ihm können wir vertrauen, in jeder Situation. Gott gibt Kraft, Gott schenkt den Glauben. Und auch ihnen, dass er sie eben aus dem Feuerofen retten kann. Aber eben, sie haben sogar so einen Glauben gehabt, dass sie gewusst haben, auch wenn es Gott nicht tut, sie werden gleich nicht das Bild anbeten, weil sie nur Gott allein anbeten wollen. Ja, und so wie ich am Anfang versprochen habe, gehen wir jetzt, bevor ich weiter erzähle, auf den Turm. Und dann machen wir dort weiter. Ja, da sind wir jetzt also hier oben auf dem Turm. Aber wir gehen zurück, nochmal dort, wo wir stecken geblieben sind. Und zwar haben die 3 Freunde eben gesagt am König, dass niemals vor dem Bild runterfallen. Und der König, der ist dadurch natürlich noch viel wütiger geworden, dass sie so etwas gesagt haben. Und er hat die Musik gar nicht mehr das zweite Mal spielen lassen, sondern hat gerade befohlen, dass sie den Ofen hinten noch viel heißer machen sollen. Und dass sie die 3 Männer direkt die werfen. Die stärksten Soldaten hat er dann geholt, dass sie das machen. Sie haben das ausgeführt, die Männer gefesselt und in den Ofen geworfen. Aber das Problem war, dass der Ofen so heiß war, dass die Soldaten, wo sie einwerfen, das Tor aufmachen, selber gerade gestorben sind. Weil das so heiß war. Das hat niemand ausgehalten. Aber ja, die 3 Freunde sind drinnen gelandet. Und vielleicht kann man sagen, es sieht so aus, als wäre Gott gleich nicht so mächtig. Dass er ihnen gleich nicht helfen konnte. Dass er gleich nichts dagegen machen. Und wenn ich mich zurückerinnere, jetzt von der Bibel, wenn wir es drin lesen, haben wir eine andere Situation, die ganz ähnlich war. Wo man auch gemeint hat, Gott hat verloren. Und zwar hat er ja seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Und als er am Kreuz gegangen ist, als er gestorben ist, hätte man auch meinen, jetzt ist alles vorbei. Und die Soldaten dort haben sogar auch noch gelacht, haben gespottet und gesagt, Jesus, komm oben runter, wenn du kannst. Und er ist nicht oben runtergekommen. Aber er hat nicht verloren. Weil es ist nämlich Gottes Plan gewesen, dass das so passiert. Er ist gestorben für deine und meine Schuld. Und man sieht, dass Gott nicht verloren hat, weil nach 3 Tagen hat er Jesus wieder lebendig gemacht. Und Jesus ist auferstanden. Man kann sagen, Gott hat den Tod besiegt. Er ist stärker als der Tod. Und auch bei Daniel und seinen Freunden, oder jetzt nur seinen Freunden, sehen wir auch, dass eben Gott nicht verloren hat, sondern dass er stärker ist als alles. Auch da stärker als der Tod. Im ersten Moment war der König zwar beruhigt, dass jetzt die 3 Männer weg sind, aber schon bald ist er sehr, sehr verschrocken.
ganz zitterig. Sagt er plötzlich nämlich zu seinen Dienern, zu seinen Leuten: Du, aber haben wir nicht 3 Männer in den Ofen geworfen? Ja, wohl, das haben wir gemacht, 3 Männer. Ja, aber schau mal in den Ofen, ich sehe 4 Leute dort drin. Das gibt's doch gar nicht. Und der 4., der sieht aus wie ein Engel von Gott. Der König war ganz verwirrt. Er hat nicht mehr gewusst, was machen. Ja, und tatsächlich war es so. 4 Leute waren in dem Ofen rein und sind normal rumgelaufen. Und der 4., der war tatsächlich ein Engel von Gott. Gott hat ihn selber geschickt, um die 3 Leute, die 3 Männer zu bewahren. Es hat sich für sie tatsächlich gelohnt, dass sie wirklich auf Gott vertraut haben. Dass sie auf ihn gehört haben, dass sie ihm treu waren. Und vor dem Götzenbild nicht runtergefallen sind. Das Bild nicht angebetet haben. Sie erleben einfach, wie mächtig das Gott ist. Also wir sehen, Gott hat wieder gewonnen. Niemand kann Gott besiegen. Kein Mensch kann etwas gegen Gott machen. Obwohl das viele schon versucht haben. Aber es geht nicht. Und Gott kann wirklich helfen. Er kann retten. Er kann die 3 Freunde aus dem Ofen raus retten. Er kann dich und mich retten. Aus ganz vielen Situationen. Ein Vers heisst, den ich ganz wunderbar finde, aus Psalm 91. Denn Gott hat seine Engel geschickt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Wenn du an ihn glaubst, dann hat Gott Engel geschickt, dass sie an dich beschützen können. Dass sie an dir helfen können. Der König, der ist darauf aber ganz nah als an den Ofen angegangen. Er hat das von näher schauen, was denn da los ist. Und das Einzige, was er machen konnte, er hat diesen 3 gerufen: Sadrach, Mesach, Abednego, kommt jetzt sofort aus dem Ofen raus. Ich weiss jetzt ganz genau, dass euer Gott der einzige wahre Gott ist. Dass euer Gott der mächtige Gott ist. Und nichts ist stärker als er. Kommt sofort raus. Ja, und darauf sind sie rausgekommen. Und was hat man gesehen? Man hat gar nichts gesehen. Ihre Kleider, alles ist ganz normal gewesen. Nichts ist verbrannt. Ja, sie haben nicht mal geschmeckt nach Rauch irgendwie. Sie sind gesund gewesen. Es ist ihnen wirklich nichts passiert. Und der König hat darauf aber nicht mehr still sein. Das Einzige, was er machen konnte, ist Gott anbeten. Das lesen wir da, gerade in der Geschichte, in einem Vers. Ich lese das gerade vor, wo der Nebukadnezar gerufen hat: Gepriesen sei der Gott von Sadrach, Mesach und Abednego. Eben, er hat seine Engel geschickt, um die Männer da zu retten. So hat es der Nebukadnezar selber gesagt. Er hat das wieder neu gemerkt. Ja, es ist wirklich Gott, der wahr ist. Der einzige lebendige Gott. Und er hat etwas Neues über ihn gelernt. Dass Gott rettet, dass Gott Macht hat, aus allen Situationen zu retten. Hast du das auch schon erlebt? Hast du auch schon erlebt, wie Gott geholfen hat? In irgendwelchen Situationen, wie Gott gerettet hat? Und er kann noch viel mehr als Menschen aus dem Feuer retten. Er kann nämlich Menschen vor der Strafe, vor der Sünde retten. Und er kann und will alles Böse vergeben. Eben, weil er gestorben ist und wieder lebendig geworden ist, kann er auch dich vor dieser Strafe retten. Und kann dir ewiges Leben schenken. Und wenn dir das leid tut, wenn du das vor Gott zugibst, dass auch du viele Sachen hast, die nicht gut sind, dass auch du ein Sünder bist. Wenn du das ihm zugibst und ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben. Und du darfst schon mal für immer bei Jesus im Himmel sein. Eben, er wird dich retten. Und du darfst zu ihm gehören. Und du darfst das wunderbare Leben bei ihm haben. Ja, und genau, weil die 3 Freunde Gott treu geblieben sind, auf ihn gehört haben, haben auch sie eine wunderbare Rettung dürfen erleben. Und wir dürfen erfahren, dass es Gott einfach nur gut meint. Und ich möchte jetzt auch noch einfach ihm danken, dass Gott uns Menschen so liebt und dass er es einfach nur gut meint. Herr, wir preisen deinen Namen und danken dir, dass du alles machen kannst, dass dir alles möglich ist. Herr, du bist der mächtige und lebendige Gott. Wir danken dir, dass du auch heute noch Menschen möchtest retten. Nicht nur retten vor irgendwelchen Unfällen oder schlimmen Sachen, sondern vor allem vor der Sünde, vor der Strafe der Sünde, Herr. Und dass wir für immer bei dir sind. Amen. Ja, und so schlage ich vor, dass wir die Instrumente
die wir vorher unten gesehen haben, die sie gebraucht haben, da, als Zeichen, dass jetzt alle runterfallen sollen, brauchen wir die gescheiter, zum Gott zu loben. Zu meinen Arbeiten, zu meinen Preisen. Und vielleicht hast du selber ein Instrument, dann kannst du das Lied, das wir jetzt werden singen, auch gerade versuchen zu spielen. Das Lied «Grösser, grösser, lieber und wunderbarer bist du, o Herr». Gott lässt seine Kinder nie im Stich, auch wenn es manchmal danach aussieht. Aber denen, die ihm vertrauen, denen ist er ein mächtiger Helfer. In allen Situationen. Gott rettet. Ja, vergiss nie, dass Gott gut tut und hilft. Das steht nämlich auch in der Bibel, und zwar im Psalm 103, Vers 2. Dort steht: Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und ich glaube, auch der Daniel, oder ich kann mir gut vorstellen, dass er und seine Freunde nie vergessen werden, was Gott für sie gemacht hat. Ja, und damit auch du die Heime nicht vergisst, was Gott damals gemacht hat, hat Christina eine mega coole Bastelidee. Genau, ich habe wieder etwas für dich. Und zwar einmal basteln wir ein Teelichtchen. Das ist ein normales Konfiglas. Da innen hat es ein Resokerzchen und da hat es vielfarbiges Seidenpapier in Farbe von einem Feuer. Rot, gelb, orange. Aber du denkst jetzt vielleicht, ja, was ist dann speziell in dem Lichtchen? Ich zeige es dir gerade. Ich tue das anzünden. Siehst du das? Da siehst du hier innen den Schatten von den 3 Freunden von Daniel und noch der 4. Mann, der Engel, der gekommen ist und darin besitzt hat im Feuer. Also, damit du weißt, wie du das auch machen kannst, erkläre ich dir gerade, was du zuerst machen musst. Also, du nimmst ein Konfiglas und bevor du anfängst, alle die schönen, farbigen Seidenpapierchen draufkleben, tust du den Schatten
von den 4 Männern, die du nachher am Schluss von der Video in den Unterlagen findest, draufkleben. Du musst das nur ausdrucken, an einem schwarzen Papier draufzeichnen, zuschneiden, also aufschneiden und dann draufkleben mit Wiesli. Erst wenn du das draufgeklebt hast, hast du das ganze Glas drüber einfach kleben, so viele Schichten wie du willst. Das sieht man immer noch, wenn man die Rechokerzchen rein tut. Und dann hast du dein Gläschen. Und dann kannst du die anderen zeigen, wenn es dunkel ist und du tust das anzünden, wie die 3 Freunde und der Engel im Feuer hinein sind. Ich bin gespannt, ob du das Sachen probieren tust, dich heim. Vielleicht willst du uns ein Foto schicken, das würde uns sehr freuen. Aber jetzt bin ich ganz gespannt, ob du ganz gut aufgepasst hast in der Geschichte. Und darum müssen wir zurück zum Studio für die Fragen. Hey, danke Christina. Dürfen wir das echt gerade bei uns aufstellen? Oh ja, das wäre sicher schön. Ja. Danke vielmals. Ja. Schon schauen, die viel. So. Wow. Ja, Schön. mega. Ja, ich hoffe, ihr könnt das auch daheim basteln. Und wie Christina gesagt hat, es würde uns mega freuen, wenn ihr uns ein Foto davon schicken würdet. Das könnten wir dann auch hier aufhängen bei unserer coolen Wand. Genau, jetzt sind wir aber zum Quiz. Und das Mal gibt es Schokobons zum Gewinnen. Das wären die da. Ich nehme mal an, ihr kennt sie alle. Wer hat sie nicht gern? Jeder hat sie gern. Die Beste. Ja, wenn wir gerade zu der ersten Frage sagen. Genau. Die erste Frage wäre, was müssen alle machen, wenn die Musik anfängt zu spielen? Es müssen alle auf den Boden knündeln. Antwort A. Antwort B. Es müssen alle jubeln. Oder Antwort C. Es müssen alle klatschen. Die zweite Frage ist, warum haben der Schadrach, der Meschach und der Abednego nicht den Befehl vom König befolgt? Antwort A. Weil sie nicht haben können am Boden knündeln, weil ihnen die Knie so weh gemacht haben. Antwort B. Sie haben einfach keine Lust dazu. Antwort C. Sie haben das Bild nicht anbeten, sondern nur den lebendigen Gott. Die dritte Frage ist, die 3 Freunde sind zwar gerettet worden, aber was passiert ihnen? Antwort A. Es ist ihnen gar nichts passiert. Antwort B. Ihre Kleider haben so gestunken nach Rauch. Antwort C. Sie hatten starke Schmerzen gehabt, weil die Haut verbrannt worden ist. Ja, wie immer dürft ihr euch das Quiz ausfüllen und dann, wenn ihr gewinnt, werdet ihr informiert werden. Und ja, letztes Mal ist ja der Knüsli und der Krüde haben schon fast einen Schlüssel im Rüebli, aber dann haben sie es essen. Unglaublich. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob sie vielleicht nochmal ein Rüebli bekommen, um so einen Schlüssel zu machen. Gurke. Kann ich nichts damit anfangen. Peperoni. Kann man auch nichts machen. Dann ein Äpfel. Ernsthaft. Oh, das war... Nein, es hat sich noch gut angefühlt. Eine gelbe Peperoni. Nicht mal mehr rot. Jetzt spart sogar noch in der Farbe. So! Aufgestanden, ihr faulen Säcke! Hoch mit euch! Los! An die Arbeit! Ali! Ich habe gerade... Auf! Abstand halten! Freude nicht, wir sind gefangen. Mitkommen! Los! Schneller! So, Kurt, was meinst du, wie lange gehen die Gurtchen noch? Ja, nicht mehr sehr lang. Nicht mehr lang. Weisst du, ich mag eh schon nicht mehr. Das ist das Und 10. ganz gut. Blech. Ich darf gerade an. Knüsli, wo ist das nächste Blech? Schaffen? Hallo? Wir müssen schnell. Schau, das Ja, nächste meinst du, machst Schokolade. Nein. Weisst du, ich bin ja Ich schon darf am Arbeiten. schauen, oder? Ja, aber schauen könnte ich ja auch. Weißt du nicht, du. Weisst du, Kurt, ich bin eben am Studifizieren, wie wir da rauskommen. Das ist auch eine Art Arbeiten.
Im Kopf rattert und rattert es. Ich Ja, muss nicht abhauen. beides, wir müssen auch Gutzli Ja, aber du kannst doch nicht da bleiben und Gutzli backen. Wir müssen doch abhauen. Ja, das ist auch recht. Aber wie machen wir das? Hast du noch nie wieder abhauen von da? Cool. Ja doch, schon viel mal, aber wie? Du hast doch sicher Idee, du bist ja schon ein paar Jahre da. Ich habe nur Gutzli im Kopf. Wenigstens feine Gutzli. Ja, die besten. Weißt du, Kurt, mir kommt im Fall gar kein Sinn. Vor ein paar Jahren habe ich ein Austour, bin ich mal in Amerika gsi, bei einem Indianerstamm. Und dort habe ich so ein Medizinflitzli da, irgend so ein Mittel bekommen. Er hat mir noch gesagt, um was es geht, aber Okay, das ist spannend. ich habe es vergessen. Vielleicht hilft ja das, was meinst Du, warum nicht? du? Ich denke, wir könnten eben eins oder Gutzli damit besprayen, das dann am Rainer geben Oh, ja. und dann mal schauen, was passiert. Sehr gut. Ja? Ich hoffe, er explodiert nicht. Nein. Er ist ja ein grosser, gell? Nein. Ich habe voll keine Ahnung und da die indianischen Zeichen kann ich auch nicht lesen. So. Besprayen wir das mal. Wirklich gut. Ja, es geht. Ja. Ich hoffe, er merkt es nicht. Aber letzte Woche hat er recht einen verkehrten Gell. Eindruck gemacht. Ich glaube nicht, dass er das So. Oh, Super. ich glaube, er kommt schon. Nicht anmeckern. Ich schaue wieder da. Oh, den Spray noch weg. Ich komme gut. So, hey, ich glaube, er kommt schon. Ganz unauffällig. Guten Tag. Oh, sorry Rainer, du bist sicher nicht zufällig da, oder? Nie. Wie geht's so mit deiner Verkältung? Es geht. Es geht. Hast du dich schon testen lassen? Ja, Sie haben gesagt positiv, aber... Ja, wenigstens etwas Positives in deinem Leben, gell? Weißt du, Rainer, der Kurt und ich haben extra einen Gesundheitskeks für dich gemacht. Probier ihn mal. Gesundheit. Danke. Gell, ist fein. Ich schmecke aber nichts. Oh, Das das ist ja kommt nix. dann schon, das kommt dann schon. Was macht ihr hier? Das ist ja... Wir sind eben nicht ganz bachen, der Kurt und ich, weißt du? Also ich schon, der Kurt. Ja. Ich probiere mal. Danke. Bitte schön. Aber das ist in Ordnung. Ja, da. Ich habe mich irgendwie... Ich fühle mich nicht so gesund. Ihr sollt weitermachen. Ich gehe mal. Das ist gut. Durchfall. Schlüssel. Jetzt müssen wir noch warten, bis er weg ist. Und nachher düseln wir davon. Ich glaube, die Luft ist rein. Ja, da drüber. Magst du? Ja. Sehr gut. Und mit dem kommen wir raus. Sehr schnell. Der Trick, den der Knüsel und der Küde angewendet haben, war schon ein bisschen fies gewesen. Aber sie haben dafür jetzt freie Bahn. Mal schauen, ob sie den Weg aus der Fabrik finden. Das sehen wir dann nächste Woche. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen raus schlitteln in den Schnee und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Und zwar hat der Nebukadnezar, jetzt musst du gut hören, was der für eine verrückte Idee hatte. Der hat nämlich wollen, oder hat nicht nur wollen, er hat das befohlen, dass seine Bauarbeiter das machen sollen. Und zwar einen Turm oder ein Bild, einen Turm, eine Statue bauen, die genauso hoch ist wie dieser Turm hier. Liebe Leute vom ganzen Königreich von Nebukadnezar, das ist ein Befehl von unserem mächtigen König. Da haben wir ein Orchester und das Orchester, das macht nachher dann Musik. Und sie haben ganz genau gewusst, dass es Gott nicht will. Etwas anderes oder jemand anderes arbeitet als nur Gott. Der König hat nämlich weiter befohlen, dass wer das nicht macht, wer das Bild nicht arbeitet, der wird in Feuerofen, in glühend heißen Feuerofen geworfen. Kannst du dich erinnern, es ist noch nicht lange her, da hat der König selber zugegeben, dass der Gott von Daniel, oder wir können jetzt heute sagen, der Gott von der Bibel, der höchste Gott ist, der einzige wahre Gott ist. Die haben da nicht mitgemacht. Die sind einfach stehen geblieben. Der König ist verrückt worden. Was? Das gibt's doch nicht. Bringen die sofort hin. Weil sie haben dem König geantwortet, Nebukadnezar, unser Gott, dem, den wir dienen,
der kann uns sogar aus dem Ofen raus retten, wenn er es möchte. Er hat die Macht, dass sie den Ofen hinein noch viel heißer machen sollen. Und dass sie die 3 Männer direkt die werfen. Haben wir nicht 3 Männer in den Ofen geworfen? Ja, aber schau mal in den Ofen. Ich sehe 4 Leute dort drin. Das gibt es doch gar nicht. Und der 4., der sieht aus wie ein Engel von Gott. Und er hat etwas Neues über ihn gelernt. Dass Gott rettet, dass Gott Macht hat, aus allen Situationen zu retten.